Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal bei Schwabe TV. Ich habe mal Gedanken gemacht, was haben denn wir eigentlich angeguckt in unserer Jugend für Musiksendungen? Also da, wo wir ein bisschen jünger waren, die jetzt. Ich habe da mal ein paar Sachen für euch zusammengestellt. Wer kennt denn da? Samstag, 4. September, 18 Uhr, 45 Minuten und 46 Sekunden. Hier ist zum 26. Mal Berlin, zum 26. Mal, diesmal zum ersten Mal mit unseren Freunden in Österreich zusammen, von der ersten internationalen Funkausstellung, die Deutsche Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren zu Hause. Guten Abend Ihnen hier, ganz genau 2625 Zuschauer der Berliner Funkausstellung. Herzlich willkommen bei uns. Und zum ersten Mal Sie in Österreich. Und ich möchte eine Anleihe machen bei Heinz Konrads und sagen: Servus die Madeln, Servus die Buben. Oder auch, oh, vergessen, der da hat zum Beispiel. Wer kennt denn da Hanne? Hallo Freunde, hallo. Spot an, Licht aus, oder wie es hieß. Licht aus. Wow. Spot an, ja. Disco war meine Lieblingssendung. Das habe ich geguckt, das habe ich richtig großartig gefunden. Allein schon, wie die Leute da sitzen im Bühnenbild, das war so anders. Was haben wir denn da? Briefpapier mit Blümchen? Und adressiert an meinen Liebling. Na dann. Kult an dieser Sendung war auch Ilja Richter. Der war jung, der war, als er angefangen hat zu moderieren, noch ein Teenager. Mit 15 bekam ich meine eigene Show, Hot and Sweet. Und aus Hot and Sweet hat sich dann meine jetzige Show entwickelt. Damals ein blutjunger Bursche, dem man auch das Vertrauen geschenkt hat, so eine Sendung in der Primetime präsentieren zu dürfen. Katja, ich muss dir was sagen. Ja. Für mich bist du die Größte. 1,80. Wir leben, wir lieben. Die Sendung Disco war auch schon eine ganz tolle Sendung. Da haben sie auch viele Künstler von außerhalb halt geholt, aus England und so. Ja, man musste sich offensichtlich noch irgendetwas einfallen lassen, was die Sendung dann auch für die Leute interessant macht, die nicht so auf Musik stehen. Herrliche Berge, sonnige Höhen, bergwagerbunden sind wir, mein Kind. Das war sein Ding. Er konnte das alles mit reinbringen und das fand ich eben witzig. Der war nahe dran an den Jugendlichen und hatte so eine neue Sprache in dieser Zeit. Gerda, ich gratuliere, freue mich, dass du da bist. Und weil du so fabelhaft gewonnen hast, habe ich dir auch was mitgebracht. Hier, ein Poesiealbum. Na, ist das nicht? Man konnte ja da immer mitmachen und einer wurde ausgewählt und gewann dann eine Reise nach Berlin und durfte dann exklusiv dabei sein bei dieser großen Show. Das hätte ich sehr gerne mal gewonnen als Kind. Und jetzt wird's allerhöchste Zeit für Toni Marshalls Schöne Maid. Es gibt einen Ausschnitt, da singt mein Vater ein Lied, das heißt Vom Hofbräuhaus zur Reeperbahn. Und hinter ihm sind die 4 Mitglieder der Gruppe ABBA und tanzen Polonaise in der Disco. Ja, bis 1982 ist sowas durchaus möglich. Dann heißt es: Licht aus und den Spot steck ich mir ein. Und extra für euch nochmal Leute. Und extra für euch nochmal Leute. Hallo, ihr daheim. Lattenküchentime. Seid ihr Verdammter Mist. Das fängt ja mal wieder gut an. Geht nicht.
Dr. Moser? Ja. Ich möchte Sie an die Kalkulation der nächsten Blattküche erinnern. Ach, schönen Dank, Fräulein Beate. Blattküchenshow. Und wir sind Gott sei Dank Helga und Frank. Und gute habe ich noch für euch. Guckt mal da. So, ich sage Dankeschön fürs Anglotzen, wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht guckt ihr mal wieder rein und gebt mir ein paar Likes und teilt das Video so, damit andere auch sehen, vor allen Dingen die Junge, was wir früher angeguckt haben. Also, macht's gut.